wunderschönen 24. Dezember. Ich freue mich besonders, dass wir heute gemeinsam Weihnachten feiern dürfen. Und wir haben heute ein paar sinnliche Weihnachtslieder mit. Das ist jetzt gerade ein englisches. Wir haben also traditionelle, die kommen etwas später. Wir haben auch Texte und Sprüche und Gedichte heute. Viel Spaß jetzt mit dieser Weihnachtssendung. Wir haben ja Schüler auf allen Kontinenten und die begrüßen wir jetzt. Was der Stefan aber noch nicht weiß, er hat es noch nicht gesehen. Sucht er eine Farbe aus, weiß oder rot? Weiß oder rot, weiß oder rot, weiß oder rot? Weiß. Okay, du nimmst weiß, ich fange an. Also wir begrüßen jetzt alle Nationen und wünschen fröhliche Weihnachten. Jessita Koleda. Glade Jul. Merry Christmas. Hauska Jula. Joix Noel. Gelukkig Kerstfest. Haromena Hristogena. Buon Natale. Sretan Bocitk. God Jul. So, jetzt wird spannend, polnisch. Wesoljuch Sviat. Feliz Natal. Rumänisch. Bukurie Mare Dei Sol Ali Krajun. So, ich entschuldige mich jetzt schon für jeden. Russisch. Zlivogo Rostestva. God Jol. Christos se rodi. Vesele Vianoce. Vesel Bocic. Feliz Navidad. Vesele Vanoce. Kelemes Karena Sodic. Ungarisch. Ja, das lässt sich natürlich auch noch üben. Ich würde sagen, wir vereinen jetzt die Nationen und spielen ein Weihnachtslied, das was Spanisch und Englisch ist. Feliz Navidad. Und auf Deutsch haben wir das sowieso vergessen. Frohe Weihnachten. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año e felicidad. So, jetzt kannst du gleich weiterrennen mit dem vollen Mund. Du musst das ankündigen. Was will ich da ankündigen? Das nächste Stück heißt Last Christmas und... Stopp, aus. Ja.
Viele von euch werden ja schon die Last Christmas Version gehört haben, die der DJ Ostkurve, die der Günther gemacht hat, jetzt im Advent. Und zwar so diese Disco-Beat-Version, wenn man so möchte. Und da möchte ich echt nochmal sagen, danke dir, lieber Günther. Der Günther ist irgendwie durch Zufall auf uns gekommen und hat da echt schon so coole Dinge gemacht und wir werden in Zukunft noch mehr von diesen hören. Also Last Christmas war jetzt das erste und das hat eingeschlagen wie eine Rakete. Sensationell, hätten wir uns nie erträumen lassen können. Und wir haben schon den zweiten Titel, der dann Anfang nächsten Jahres auch richtig fett produziert wird, wie der Günther sagt. Und da seid gespannt. Jetzt machen wir mal Weihnachten und jetzt spielen wir es mit 2 Harmonikas, Last Christmas. Ist im Original nämlich auch ein Fade-Out-Schluss. Fade-Out, gell, das kennt man eigentlich vom Glühweinstand, kennt man das auch. Fade-Out vom Glühweinstand. Da will jetzt eine passende Geschichte dazu. Rosen sind rot, der Glühwein war heif, Funge verbrannt, Waff für ein Pfeif. So, und jetzt kommt wieder ein Überraschungsgedicht vom Stefan und die schöne Überraschung ist, er hat das Gedicht noch nie gelesen, er hat es noch nicht vorbereitet, er hat jetzt 3 Sekunden, dass er es vorbereitet und uns dann präsentiert. Also ich muss jetzt zu meiner Verteidigung schon sagen, der Thomas hat da die Regie übernommen und alles, was jetzt passiert, das kann ich leider keine Haftung übernehmen. Ich hoffe, ihr versteht das. So, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3. Ein Glühwein, 2 Glühwein, 3 Glühwein, Hilhei, Flünei, Ja, das ist tatsächlich ein schönes Gedicht, das wir in mein Repertoire aufnehmen. Das Gedicht heißt Fade Out beim Glühweinstand. So, jetzt gehen wir es ein bisschen traditioneller an. Jetzt machen wir Es wird schon gleich dumper und wir fangen schon tief in C an und dann steigern wir das nach F auf. Für alle, die es nicht wissen, F, das ist die 4. Stufe. Oder die 3. Reihe. 3. Reihe, eine Reihe auf.
kommt einmal. Herrlich. Der Thomas hat vorher gesagt, C und F, das sind zwei neue GC-FB-Harmonikas, die wir heute erst ausgepackt haben. Ganz frisch. Also, wir sind ganz frisch im Haus angekommen und da jetzt auch ein kleines Danke an die Harmonikabauer. Mal zwischendurch. Ich ist noch ein Keks. Nein, bin nicht schon so dick. Jetzt ist ich einmal Keks. Okay. Du mach da weiter, wenn du gerade so Ist schön du- dann Danke sagen bist. Ist nur ein Keks. Wie gesagt, es sind nicht nur diese beiden Instrumente, sondern all die Instrumente, die wir da über das ganze Jahr immer wieder herumtransportieren, abholen, euch schicken dürfen. Wir sind da sehr dankbar, dass wir diese, ich würde nicht sagen Kooperation, sondern wirklich eine Freundschaft mit den Harmonikabauern haben, dass es offene Ohren auf beiden Seiten gibt, egal welche Anliegen und egal was es gibt. Man kann immer sofort anrufen, es ist sofort jemand zur Stelle und dafür einmal ein Danke und ein noch größeres Danke. Das verdienen ganz besondere Menschen und dieses Danke, das verdient ihr, das verdienst du. Weil ohne euch, ohne die Quetschen-Familie, die da immer wieder dabei ist auf YouTube, auf Facebook, all jene, die mit unseren Lernvideos auf der Homepage lernen, alle, die bei den Seminaren, bei den Events dabei sind, ohne euch wird es das alles nicht geben. Und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass das in dieser kurzen Zeit, in diesen ein bisschen über 3 Jahre sind es jetzt, wir hätten uns nie erträumen lassen, dass das einmal solche Dimensionen annimmt und wenn wir ans nächste Jahr denken, da geht es richtig weiter und zwar da geht es richtig, richtig weiter. Ihr habt es ja schon mitbekommen von unserer Tour, die QATW-Tour, Quetschen Around the World. Da gibt es auch ab heute Tickets, da sind wir in 14 Veranstaltungen von Wien weg bis Tirol, Schweiz und in den Norden, Ruhrgebiet, Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, Nürnberg, in Erfurt. Also schaut euch das gerne an. Aber wie gesagt, noch einmal danke an dich, wenn du dir das jetzt anschaust. Danke, wenn du immer dabei bist, wenn du unsere Beiträge likest, wenn du uns ein Feedback gibst, wenn du uns irgendwo, sei es auf Facebook, auf Instagram, per E-Mail, wenn du uns Videos schickst, was du gelernt hast, wie du Harmonika spielst. Das sind die Momente, da wo wir wirklich aus tiefstem Herzen dankbar sind und das sind die Momente, warum wir das machen, was wir machen. Also danke an alle, aber ganz besonders danke an dich. Und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt redest du einmal. Jetzt kommt wieder ein Gedicht. Ein Gedicht. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Dann steht das Christkind vor der Tür. Da passt ein passendes Stück natürlich dazu. Wir sagen euch an, den lieben Advent. Seht, die eine Kerze brennt bei uns hier. Wir haben ja auf vieles gedacht, aber auf den Adventkranz. Wir haben sogar einen Christbaum. Also der Chris, ihr kennt unseren Christbaum. Machen wir besser Musik. Das ist der Rudi. Der Kim Pailano. Okay. Danke. Für die Nahrung. Wirklich danke an all jene, die uns Weihnachtskarten geschickt haben. Danke an all jene, die uns Kekse geschickt haben. Danke an all jene, die uns da Pakete geschickt haben. Also unglaublich, wir haben da einiges stehen bei uns momentan. Danke, danke, danke.
Hätte ich fast das Essen vergessen. Jede Strophe mal ein Keks. Da muss ich jetzt gestehen, ich habe jetzt Playback gespielt, weil das Keks so gut war. Dann mache ich jetzt einmal Playback, weil du hast jetzt, glaube ich, ein Gedicht. Ich habe jetzt ein Gedicht. Ja. Also, ich habe ein Gedicht. Da muss ich wieder zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das Gedicht noch nie gesehen und jetzt liegt der Zettel vor mir. Wenn der Weihnachtshase kommt. Das ist übrigens kein Weihnachtshase. Also ich bin nicht der Weihnachtshase, das ist nur meine neue Lieblingshaube. Danke, Barbara. So, jetzt zum Gedicht. Wenn der Weihnachtshase kommt und hängt dir ans Bäumchen Eier, dann liegt die Vermutung nahe, dass etwas schief läuft bei der Feier. Noch ein Spruch. Wäre Maria hart geblieben, wäre uns Weihnacht erspart geblieben. Weißt du eigentlich, was die Veganer zu Weihnachten essen? Den Baum habe ich mir sagen lassen. Nein, jetzt Spaß beiseite. Ich habe gemeinsam mit der Elisabeth Lebkuchen gebacken, gell? Das ist nicht der. Aha. Jetzt haben wir wirklich ganz gute Durchstapper. Also wie ein Musikwunsch. Das ist ein bisschen Sickerwitz, oder? Hat ihn schon jeder verstanden? Warte mal noch kurz. Das mit den Türstapper, Lebkuchen, hart. Also, Durchstapper. ich glaube, jetzt hat ihn jeder. Du hast einen Musikwunsch? Jetzt habe ich einen Musikwunsch und ich will ein bisschen Keks essen. Ein Weihnachtswiss früher war. Ist nicht alles weg. Dann klingt die Trommel nachher so hoch. Kann ich mir die Kekse noch hinkommen sein? Bringst du es nicht aber? Ja, du hast wahrscheinlich da mehr Probleme stellen. Gut. Was du, wenn wir nochmal ist? Mit dir macht das keinen Spaß, du weißt nicht mal es. Okay, sie ist der Kavalier. Sie ist der Kavalier. Das ist ein richtiger Rumba, gell? Weihnachtsrumba. Ich glaube, das meistgelernte Weihnachtsstück in der Quetschen Academy.
auch Weihnacht, wie es früher war. Vorhin gesagt, das ist wahrscheinlich das am meist gelernte Weihnachtslied, gemeinsam mit Stille Nacht bei uns in der Quetschen Academy. Das nächste Weihnachtsgedicht heißt, was schenke ich heuer? Oft weiß man nicht, was man schenken soll. Ich tue mir da auch oft schwer, oft leicht. Und ich würde sagen, ich sage euch da jetzt einfach einen Link an, wenn ihr wirklich Probleme habt mit dem Schenken. Wenn ihr jemandem was Gutes tun wollt, der was zum Beispiel noch nicht Harmonika spielt, beziehungsweise einen guten Start haben soll und richtig auf der Quetschen vorankommen soll. Und das ist der Link www.quetschen.academy/QATW, also QATW, das steht für Quetschen Around the World. Den werden wir schon einblenden auch noch zusätzlich unten. Ja. Jetzt geht's mit dem Gedicht los. Was schenke ich heuer? Weihnachten wär gar nicht übel, gäb's nicht allweil das Gegrübel, was soll man an jeden schenken? Schließlich will mir ja niemand kränken. Drum mache ich mir Listen, dass ich niemanden vergiss, denn sonst gibt's nichts wie Peinlichkeit. Das passt gar nicht zur Weihnachtszeit. Da wär mal unsere Familie, die Erbtant, die Emilie, die zwar selber nie was auslasst, ob ein Hals durch ihr Applaus passt. Handgemalt aus reiner Seiden, dabei kann ich's eh nicht leiden. Für den Onkel Kasimir a Kisten Pilsnerbier. Unserem Großonkel dem Otto schenkt man ein Familienfoto und seine Tochter, die Mariandl, kriegt ein Palatschinkenpfandl. Meine Nichte, diese Nocken, höchstens ein paar Tennissocken. An Tabak für den Engelbert, denn mehr ist mir der nicht wert. Meine Freundin, die Hermine, kriegt eine Regenballerine. Voriges Jahr war es gerade nicht nobel. Wer braucht schon eine Vorleggabel? Meine Nachbarin fürs Gießen werde ich auch was schenken müssen. Die Hälfte der Pflanzen ist verreckt, da genügt eine Flasche Sekt. Für meine Frau Spirituosen und 3 neue Unterhosen. Meiner Tochter gebe ich heuer wieder Geld, die kommt uns teuer. Schon seit Monat tut's uns quälen mit ihrem Flug auf die Seychellen. Nein, ich halt nix vom Kommerz, Hauptsache ist, man schenkt mit Herz. Zum Thema Herz fällt mir auch was ein. Herz. Hast du Lebkuchenherz? Ja. Und dann würde man sagen? Da ist die Harmonika sehr dankbar, weil man kann während dem Obi essen kann man weiterspielen. Es gibt ja zahlreiche Instrumente, wo das nicht möglich ist. Der heißt der Rudi. Mann, da muss ich selber essen gerade. Unser Rudi. Rudolf the Red-Nosed Reindeer, er hat übrigens eine braune Nase. Die wird ihm schon noch rot werden vom vielen Glühwein. Ja, da kann ich mich noch erinnern aus der Kindheit, das war glaube ich die meistgesehenste Videokassette, falls Echt? du Videokassetten überhaupt kennst. Du, ich kenne das besser wie du wahrscheinlich und ich kenne auch noch Disketten und Kassetten für ein Kassettenradio.
Richtig. Das waren wirklich noch so, diese Ohrringe, da man noch so zurückspulen können, das ganz. Das war übrigens die meistgesehene Videokassette in meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob du Videokassetten noch kennst. Reichlich. Ich hab eines auch mit Popeye habe ich gehabt, gell? Und einmal hat Das ist der mit Spinat, oder? Wenn man Ja. das immer stark gemacht. Und einmal hat mir die Nachbarin, die Etta, hat mir da mal 3 Stunden Super RTL aufgenommen oder so. Und wir haben ja nur ORF daheim gehabt, lange Zeit, gell? Und dann habe ich mir das wirklich 100 Mal angeschaut. Wahnsinn. Also das sind noch Dinge, auf Super RTL ist ja lange Zeit Volksmusik gelaufen. Ja, Das darf man auch nicht unterschätzen, wie sich die Zeiten ändern. Ja, wie gesagt, das war jetzt Rudolf. Der Top-Film meiner Kindheit. Und jetzt natürlich auf Harmonika. Und jetzt haben wir was Flotz gehabt. Spielen Ja. wir was Langsames. jetzt kommt was Langsames, was Besinnliches. Keks aus dem Wald. Keks aus dem Wald, jetzt darfst du wieder mal zwischendurch. Das Halleluja kommt jetzt. Das ist auch sehr oft gelernt worden bei uns und viele schicken uns wirklich Videos. Es gibt auch einige, die was davon Videos auf Facebook hochladen und auf YouTube. Jetzt kommt das Stück, das sehr beliebt ist, auch bei Trauungen. Das Halleluja kennt man. Ich traue mich gar nicht nach. Oft ist es so wirklich, wenn so eine schöne, besinnliche Musik gespielt wird, da passt Klatschen nicht, gell? Auch in unserem Rahmen nicht. Es passt Klatschen nicht, aber nicht Klatschen ist komisch. Du lässt es einfach wirken, gell? Ja. So, fragen wir mal die Regie. Ja, genau. Also, nein, ich kläre das jetzt schon auf. Der Thomas hat einen Schummelzettel für uns bastelt. So. Jetzt. Nein, so sagt man nicht. Ja, so sagt man ja. Copyright, Quetschen Academy. Jetzt ist heraus, die Blamage ist perfekt und wir trauen alle an. Ja, genau, machen wir so mit Ranol, ja. Nein, jetzt, das möchte ich noch erzählen. Der Peppi, gell, hat im Vorjahr zu Weihnachten hat er ein Schlagzeug gekriegt von der Oma. Und er hat gesagt, Oma, hat er sich nochmal bedankt, Oma, das ist das beste Geschenk, was du mir je geschenkt hast. Weil jedes Mal, wenn ich nicht spiele, kriege ich von der Mama 5 Euro.
ist wieder Geschäft. Und jetzt passt das nächste Stückchen drauf. The Little Drummer Boy. Da steht ja schon die Drama. Muss man dazu sagen, beim Harmonika spielen ist es genau umgekehrt. Da gibt die Mama einmal die 5 Euro her, wenn man spielt. Das stimmt. Die Großeltern, die stehen irrsinnig auf steirische Harmonika und irrsinnig nicht auf E-Gitarre oder Schlagzeug. Und die Eltern und Geschwister und Schulkollegen und alle. Jeder steht auf steirische Harmonika. Das andere ist ja nur laut. Schau, wie die Ohren lustig waren. Ja, die weihnachtlichen Fade-Outs sind heute sehr So. beliebt. Jetzt würde ich sagen, spiel du mal das Stück, das du komponiert hast. Im Adventkalender war ja ein Wettbewerb ausgeschrieben. Und auf Facebook und Instagram haben wir ausgerufen, wie wird dieses Stück heißen. Und wir sagen es nicht, du spielst es zuerst. Wir haben uns entschieden, es waren da wirklich etliche Einsendungen, weit über 100. Und wir haben uns entschieden, oder der Thomas hat sich entschieden, wie sein Stück heißen wird. Und jetzt überlegt ihr für euch nochmal, wie könnte dieses Stück heißen. Und der Thomas, der wird das dabei spielen. Und dann sagen wir euch, wie das wirklich heißt.
geheißen. Ich habe mitgemacht. Ich habe sogar mit 2 Antworten mitgemacht. Du hättest fast gewungen. Und meine Vorschläge, die wurden nicht angenommen. Da bin ich bin nicht nachtragend, aber ich bin dennoch ein bisschen enttäuscht, weil ich mich doch sehr bemüht und meiner Kreativität freien Lauf gelassen. Es ist nicht ein Prosit der Gemütlichkeit. Und wir haben jetzt dennoch die Freundschaft nicht aufgelöst, obwohl er das nicht gewonnen hat mit einem Prosit der Gemütlichkeit. Also, Der Tobias Sauer hat gewonnen und er hat das Stück so benannt: Weihnacht ist Balg. nochmal, Weihnacht ist Balg. nur das letzte Wort. Balg. Was ist ein Balg? Den letzten Buchstaben vom letzten Wort. G. G wie Gustav. Warte, in dem Fall würde ich sagen, G wie. Jetzt fängt da kein Wort mit G an. Schade eigentlich. Weihnacht ist Balg. Ja, Also Balg. genau. Das hat mich sofort angesprochen. Das hat mir besser gefallen wie ein Prosit der Gemütlichkeit. So, jetzt spielen wir mal eins auf der Teufelsgeigen. Sind wir schon da oder was? Wir sind schon da. Wir sind schon da und wir lassen keins aus, wir spielen ein zusätzliches. Welturaufführung. Jetzt habt ihr noch die Chance. Was glaubt ihr, welches Stück könnte das werden? Es ist in diesem Fall passt wirklich nicht so schlecht. Und das Stück fängt original So an. gleich schwer an. Und wir werden das auch jetzt singen, das ist Welturaufführung, schauen wir, was da jetzt rauskommt. Also in dem Fall, ich brauche jetzt zwei. Wir sind zu zweit. Meine Stimme ist heute noch nicht ganz da. Ich bin gestern. Egal was gestern gewesen ist. Sind wir schon soweit? Los geht's, du fängst an. Ups. Das war nicht geplant, das war noch Blindgänger. Der klopft an, Zweiger arme Leute, was wollt ihr denn? wo geht unser Bergleut? Auf das öffnet uns noch eure Hütte. Oh nein, Oh, lasset uns doch rein. das kann nicht sein. Was Ein Tagsspaß sein. Nein, das kann einmal nicht sein, drum geht nur fort, ihr kommt nicht rein. Das war nur die Generalprobe, wir machen das jetzt nochmal. Jetzt kann ich den Text auch. Okay. Ihr könnt gern mitsingen. Der klopft an, Oh, Zweiger arme Reut, was wollt ihr denn? oh, gebt unser Bergheut. Oh, durch Gottes Lieb wir bieten, öffnet uns noch eure Hütten. Oh nein, Oh, lasset uns doch rein. das kann nicht sein. Wir wollen dankbar sein. Nein, das kann einmal nicht sein, drum kräht nur fort, ihr kommt nicht rein. Ich finde, das war jetzt gut. Das geht direkt ins Herz. Das geht direkt ins Herz und spielen wir einen Jodler. Hm? Jetzt geht's wirklich ins Herz. Spielen wir einen Jodler. Ich glaube, Stimmt, du hast recht, bis jetzt noch ist es Text ja vorher. so, dass wir alle Stücke, was wir heute gespielt haben, bei uns in der Quetschen Academy lernen kann mit einem Lernvideo. Auch das nächste, gell? Man kann alle Stücke bei uns lernen, die wir heute in diesem Video spielen. Und noch viel mehr natürlich. Insgesamt sind es schon, glaube ich, über 200. Richtig. Okay. Wichtig ist, okay, dass der leise auf und zu geht. Das merkt man uns.
Ich sage euch, spülen mit was zum Essen im Mund ist leichter als wir reden mit was zum Essen im Mund. Mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut. Das können wir von uns sagen. Uns sind da nie Steine in den Weg gelegt worden, seitens der Eltern, dass wir Harmonika spielen können. Das ist echt immer gefördert worden und dafür sind wir dankbar. Und ich möchte jetzt noch einen großen Dank an einige Menschen aussprechen. Das ist, was mir sehr am Herzen liegt. Danke an meine Eltern, vor allem an dich, Papa. Du hast dein Motorrad verkauft, damit ich eine gescheite Harmonika kriege. Vielen Dank. Danke an die Unterstützung von Mama natürlich auch, die das Projekt Quetschen Academy immer unterstützt hat, wirklich immer. Und liebe Mom und liebe Elisabeth, danke auch für die Nahrung. Mario Schulter und Stefan Trabesinger, ihr zwei seid die Visionäre und ihr habt immer schon das Große gesehen in der Quetschen Academy und deswegen wird es noch viel größer, als es jetzt schon ist. Danke, dass ihr das schon damals vor 3,5 Jahren so gesehen habt, wie das werden wird. Ossi, lieben herzlichen Dank, dass ich von dir musikalisch so viel lernen habe dürfen und für die Leichtigkeit, die du immer dabei hast bei dir, wenn du musizierst. Und das bleibt mein Handy. Jetzt wissen alle, dass ich Last Christmas das klingt. Lieber Jürgen, schön, dass du jetzt in unserem Team bist. Den Jürgen kennen wir gut, das ist nämlich der Bruder vom Stefan. Den kennt ihr, glaube ich, mittlerweile auch schon gut. Wir blenden an dieser Stelle ein Foto von ihm ein. Schön, Jürgen, danke für die Zeit, die wir jetzt schon gemeinsam gehabt haben. Und da wird noch einiges folgen. Wir sagen danke an die Stefania, die kennt ihr ja wahrscheinlich vom E-Mail schreiben. Wirklich vielen herzlichen Dank, oder vom Telefonieren habt ihr mit der Stefania zu tun. Der Michi macht unsere Lernvideos so wunderbar, dass die wirklich jeder anschauen kann. Bernhard, vielen Dank für die Fotos, einsame Spitze. Vielen Dank Sabrina, die hat heute da diesen Raum so wunderschön hergerichtet und schön, dass du jetzt auch in unserem Team bist und wir begrüßen auf demnächst den Alex, wir freuen uns auch schon voll auf die. Bianca, unsere Nachbarin, vielen herzlichen Dank, dass du uns immer mit Nahrung versorgst und mit guter Laune. Wie du schon gesagt hast, bedanken wir uns herzlich bei Firma Strasser, Müller und Schmidt, wirklich herzlichst. Und vor allem beim Team. Es gibt da wirklich so viel Leidenschaft, wie diese Instrumente gebaut werden und so viele fleißige Hände, die jetzt nicht erwähnt waren. Aber euch gebührt wirklich größter Dank, dass diese Instrumente so gut klingen und dass wir und viele Menschen da draußen damit so große Freude haben. Vielen herzlichen Dank. Also ich muss sagen, ich war gerade heute erst wieder unterwegs und habe eben diese Harmonikas abgegessen, haben mir die gefallen. Es ist, man sieht das von außen nicht, wie viele Stunden, wie viel Herzblut, wie viel Leidenschaft in so einer Harmonika drinnen steckt. Und das Ganze sollte zum Schluss ja auch funktionieren, angenehm zum Spielen sein und gut klingen. Und das ist alles echt zu 100% erfüllt und da gibt es echt so eine Top-Qualität und auch das Verhältnis. Es ist einfach eine Freundschaft und darauf sind auch wir stolz, dass sich das so entwickelt hat im Laufe der letzten Jahre und auch auf viele weitere Jahre. Schauen wir, was noch auf uns zukommt. Auf jeden Fall, wir wissen, wir glauben, wir haben da echt die besten Partner an unserer Seite und darauf sind wir stolz. Jetzt ist die Frage, habt ihr schon weiße Weihnachten? Gibt's Schnee? Wenn ja, dann bitte jetzt in die Kommentare reinschreiben, wir haben Schnee und dann woher ihr kommt. Zumindest das Bundesland bitte. Bei uns in Graz war es in den letzten Tagen so, dass wir plus 17 Grad gehabt haben und ich kurzärmlich durch die Stadt spaziert bin. Also weiße Weihnachten gibt es hier weniger. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer von euch wirklich weiße Weihnachten hat. Und dann schreibt ihr dazu, wie viele Zentimeter Schnee ihr ungefähr habt. Das ist für uns auch interessant. Dann machen wir die Schneewertung. Und welches Lied passt da dazu? Leise rieselt der Schnee. Genau, ihr schreibt jetzt hinein, wie viel Schnee und woher. Und leise rieselt der Schnee beginnt mit dem bekanntesten Griff von leise rieselt der Schnee. Mit dem leise rieselt der Schneegriff.
Zentimeter Schnee habt ihr? Leise rieselt der Schnee und sollte bei euch noch kein Schnee liegen, dann wird ja vielleicht jetzt im Laufe der nächsten Woche kommen. Gleich eine Vorinformation. Wir werden auch zu Silvester am Abend eine Quetschen-Sendung ausstrahlen. Also Silvester am Abend, wir werden das als Premiere auf YouTube hochladen. Also da werdet ihr dann sehen, genau die Uhrzeit und wann es soweit ist. Bitte, wenn euch das Ganze gefällt, dann hinterlasst uns einen Like oder ein kurzes Kommentar. Und dann machen wir wieder weiter mit Musik. Ja. Was ist das typischste Instrument zu Weihnachten? Richtig, die Keksdose. Die Keksdose. Leise rieselt der Schnee und ich würde sagen, leise rieselt auch das Video aus. Und ich würde sagen, wir machen jetzt das Video, das Lied, auf das die meisten schon sehnsüchtig warten. Das ist bei uns auch immer ein Pflichtstück, das wirklich jedes Jahr zu Weihnachten vorkommt. Das bekannteste Weihnachtslied von Gruber und Mohr. Xaver, du hast einen Xaver, oder nicht? Xaver Gruber, oder? Franz Xaver Gruber oder so? Mhm. Der Zillertaler Hochzeitsmann. Und das Wenn da hinten oben das Keks hängt, kannst du? sagst genau der Kamera, wo es hängt. Jetzt. Und jetzt spielen wir für euch Stille Nacht, Heilige Nacht. Spielen wir 3 Strophen, gell? Und lassen wir das wunderschöne Weihnachtslied passieren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und der Stefan hat schon vorher gesagt, was ihr uns immer Gutes tut und Gutes tun könnt. Und Richtig, also warum machen wir das? Wir machen das für euch und weil wir für euch so viel zurückbekommen. Und was uns auch ein Anliegen wäre, wenn euch das gefällt, was da im Laufe des Jahres passiert, wenn ihr da bei uns quetschen lernt, wenn ihr die YouTube-Videos anschaut, wenn euch das etwas gibt, wenn euch das weiterbringt, wenn euch das weiterhilft, dann hinterlasst uns ein kurzes Feedback. Liked das Video, schreibt ein kurzes Kommentar, vielleicht macht ihr ja eine Google-Bewertung oder eine Facebook-Bewertung. Schickt uns irgendwo ein Video durch, wie ihr Harmonika spielen könnt. Und da freuen wir uns ganz besonders, weil da setzen wir uns oft zusammen und schauen uns das Ganze durch. Und das erfüllt uns auch mit Stolz. In diesem Sinne jetzt frohe Weihnachten und schöne Feiertage.
Viert euch, Quetschenfreunde, danke fürs Einschalten. Und wie gesagt, liked das Video gerne, seid wieder dabei. Schreibt uns eine Google, eine Facebook-Bewertung, schickt uns eure Videos, schickt uns eure Nachrichten und wir freuen uns. Viert euch, bis zum nächsten Mal und bis bald. Magst du das so gern schon gleich? Die traut man sich gar nicht zu essen, weil die schauen wirklich sehr, sehr trocken aus. Findest du nicht auch? Die sind aber gut. Okay. Das ist auch gut. Was? Jetzt mache ich noch ein Selfie. Ups. Der Eigenhaufen wenn mal. Und jetzt lachen wir. Und jetzt? Ja, Vater? Vater? Mhm. Schau, wie lustig die Ohren lag. Und das müssen wir für den Manuel noch filmen. Ja, die Beleuchtung, die war. Das Stativ ist ja lässig. Steht das einmal selber drin.